Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Zelda in der Wüste. Und guck mal hier. Ein Stempeldingens. Das hole ich mir. Habe ich jetzt nicht fast. Ich dachte, ich hätte schon 5. So, wir sind immer noch bei der Oase. Ich war gerade ein Stück nebendran, also das macht euch mal nicht ins Hemd. Alles klar. Wir wollen ja dieses Rüstmango-Spiel spielen. Diese erweiterte Version, weil guck mal hier. Da funkelt ein Fächer. Und funkelnde Fächer, die muss ich mir holen. Also, und ob will ich das? So, ich will Spezialsamen. In dem Fall beträgt die Teilnehmergebühr 10 Rubine. Das beträgt sie auch im anderen Fall. Aber okay, alles klar. So. Jetzt muss ich mal gucken, was man hier machen muss. Also, aus diesen Samen sprießen neben den Mangos auch gefährliche Dornen hervor. Oh, du packst das schon. Ich möchte, dass du mindestens 50 Mangos erntest. Und falls du sogar alle erwischst, fällt die Belohnung besonders groß aus. Ja, komm, bei den Normalen hat sie das auch gesagt. Und dann habe ich alle geholt und dann gab es einfach nur 10 mehr. Naja, wir geben unser Bestes. Mal gucken, ob es reicht. Ah ja, ich muss ja wirbeln, gell? Das hätte ich beinahe vergessen. Oh, jetzt geht's hier aber rund. So, jetzt bin ich gut dabei. Na, die holen wir nicht. Na, da kommt Dorn, das sehe ich jetzt hier. Also, ich meine, das sehe ich von hier. Das ist gemein. Nein, hat nicht für alle gereicht. Aber gut zu wissen fürs nächste Mal. Ich habe 51, das hat gereicht. Aber das war gemein. Beim nächsten Mal, dann baue ich gleich so ein Dingens dahin. Erstaunlich, dass du auch mit diesen Samen dermaßen viel ernten konntest. Du hast dir doch, ich habe doch gleich gewusst, dass du viel Potenzial hast, ja. Ja, als Zeichen meiner Anerkennung schenke ich dir diesen goldenen Fächer. Ich habe ihn vor langer Zeit bei einem Tanzwettbewerb gewonnen. Hast du schon mal gesagt. So, was macht er jetzt? Also außer, dass ich den jetzt habe, der hat halt einfach nur gefunkelt. Und dann dachte ich mir, den will ich haben. Prunkvoller Fächer aus goldenen Federn. Wenn man sich damit so Luft zufächelt, fühlt man sich ganz glamourös. Ja, Wahnsinn, ey. Einige der Rüstmangos, die du geerntet hast, darfst du gerne auch noch mitnehmen. Ja, gib rüber, Junge. Frau. Ein Stück. Vielleicht würden die sogar mit dem ultimativen Samen klarkommen. Klar bergen die Risiken, aber bei ihrem Können passiert schon nichts. Du hast dabei geholfen, neues Feuer in meinem Forscherherz zu entfachen. Das wahre Potenzial der Rüstmangos ist noch lange nicht ausgeschöpft, musst du wissen. Ich werde eine noch viel bessere Variante entwickeln. Das könnte allerdings etwas dauern. Schau gerne wieder vorbei, wann immer dir der Sinn danach steht. Du bist hier stets willkommen. Dankeschön. So, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, was das für ein Dingens ist. Ich kann da auch nicht bestätigen oder so. Guck mal, ich kann den noch nicht mal essen. Der ist halt einfach hier. Ja, nun denn. Danke. Ich glaube, hier sind wir durch. Wir gehen jetzt zu unserem Pferdchen, das hier immer noch wartet. Das finde ich sehr gut übrigens. Hopp. Über den Kopf drüber gesprungen, hast du gesehen. So, wir gucken mal auf die Karte. Also das hier sagt mir, das war da irgendwie, aber da komme ich ja, da war ich ja schon, ne? Ich behaupte mal, wir müssen da oben zu dem Riss. Da gehen wir jetzt halt hin. Ganz flugs, hurtig. So, guck. Naja, vielleicht müssen wir da auch nicht hin. Das ist eine Schatzkiste. Moment, ich muss Gegner platt machen. Hallo, Gegner? Ihr könnt gerne mehrmals zustechen, mehrmals. Also habe ich jetzt nichts dagegen. So, danke. Schatzkiste holen wir uns natürlich. So. Gibt's ein feines? Oh, 50 glaube ich. 20, naja. Geht trotzdem. Alles in Ordnung. Pferdchen. Ja, aber so richtig gibt's hier nichts, ne? Dann, ich gehe nochmal runter. Da, zu dem leuchtenden Dingens da. Hopp. Also das sind die da, die leuchtenden Damen. Okay, also ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich wirklich jetzt die Stadt hier meinen.
Kann ich die auf dem Pferd kaputt machen? Ja, ich kann. So, also die Stadt, ui. Also das ist mal ein großer Riss. Ich gehe jetzt mal da runter. Zu diesem großen Riss. Aber erst muss ich dieses Ampelwied kaputt machen. So. Mal Platz. Was ist denn das da für ein komisches Männlein? Da laufen Glatzenleute rum. Oder sind das die komischen Zombies? Das kann natürlich sein. Komm mal kurz her. Ein bisschen. Okay, das sind die komischen. Haut ihn platt. Lasst euch nicht beirren, haut ihn einfach platt. Junge, haut doch drauf. Schau mal, wie viel hält denn der aus? Ja, jetzt habe ich ihn. So, was ist denn das für ein Glatzenmännlein? Sieht ja aus wie ich. Remort. Unheimliches Monster, das in der Gerudo-Wüste herumirrt. Lähmt seine Gegner mit spitzen Schreien. So. Ja, habt ihr gut gemacht. Oh, da ist noch eine Schatzkiste. Aule. Mach Platz, Junge. War schön, dass du da warst, aber... Nummer 20. Langsam läppelt sich's. So, ja. Wie sie mich beschützen. Aha. Oh, ich spüre die Anwesenheit meiner Freunde. Gefährten. War nah dran. Wiggy, wiggy. Ach so, das ist mit Sand bedeckt, oder was? Unter uns gibt es eine Stelle, an der ich einen Zugang öffnen kann. Lass uns gehen, Zelda. Wie soll ich da hinkommen? Mensch, Tri. Du müsstest so langsam wissen, dass das nicht so klappt. Du kommst dort nicht so einfach hin. Hm? Was machen wir denn da? Hast du eine Schaufel oder so? Du öffnest den Riss da hinten irgendwo. Wollen wir die Person dort drüben fragen? Vielleicht weiß sie ja, wie man unter den Sand gelangen kann. Okay. Ich frage mal die Person da drüben. Guck mal, das sind lila Blumen. Hey, Person da drüben. Hm? Wer bist du? Keine Gerudo, so viel steht fest. Du willst unter den Sand? Das ist unmöglich. Hier dürfen nur Personen durch, die die ausdrückliche Genehmigung der Gerudo-Königin haben. Also verzieh dich, ja? Ganz so aus, als wären wir hier willkommen. Sieht nicht so aus, als wären wir hier willkommen. Ja, so rum. Was war das für ein Schrei? Ist da etwas vorgefallen? Allerdings darf ich meinen Posten nicht verlassen. Ich kann ja die Wache für dich übernehmen. Schalt selbst. Das sieht mir sehr nach der Gerudo-Königin aus. Guck mal, die hat keinen Mundschutz an. Also kein, wie heißt das, Schleierdingens. Ja. 2 sogar. Das ist der Wahnsinn. Einen haben wir. Nein, ich brauche meine Link-Power nicht. Ich bin ein starkes Mädel, ich brauche keine Hilfe von dem Mann. Wieso stehen die da, als müsste auf dem Abort? Oh, die Monster sind weg. Hast du sie alle besiegt? Ayo. Diese Monster hatten mich überwältigt, aber du bist ganz allein mit ihnen klargekommen. Ich verdanke dir mein Leben. Mein Leben. Aber ich sollte mich erstmal vorstellen. Ich bin Dona, Kommandantin der Gerudo-Kriegerin. Okay, sie ist eine Kommandantin. Wie heißt du? Steht schon. Freut mich, dich kennenzulernen, Zelda. Aber sag mal, was führt dich überhaupt an diesen Ort? Verstehe. Du reist herum, schließt überall die Risse. So. Du kannst sie schließen? Wir machen uns hier auch gerade riesige... Was ein Wortspiel. Rissige Sorgen wegen des Rieses. Oder umgekehrt. Musst du wissen. Irgendwer meinte, wir müssten nur alle Monster besiegen, dann würde er schon verschwinden. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Der Riss ist kein Deut kleiner geworden und der Nachschub an Monstern, die aus ihm herausströmen, scheint unerschöpflich. Wenn der Riss nur wieder weg wäre, hätten wir endlich nicht mehr so viele Verletzte zu beklagen. Hör mal, Zelda. Meinst du nicht, sie weiß vielleicht auch, wie man unter den Sand kommt? Was ist Zelda? Achso, die kann ich ja nicht sehen.
Wie? Du willst unter den Sand? Hier befindet sich unterirdisch die Gerudo-Kultstätte. Bedeutet das, du musst dorthin, um den Riss zu schließen? Hier gab es ursprünglich einen Zugang zur Kultstätte. Doch jetzt ist der Zugang mit Sand bedeckt und niemand kann mehr hinein. Jesus, nein. Wenn du unter den Sand willst, müsste man zuerst den Zugang wieder freilegen, den wir blockiert haben. Warum haben sie denn den blockiert? Nun ja, unsere Kultstätte ist von einem riesigen Riss verschluckt worden. Danach häuften sich die Berichte, dass aus dem Riss Monster hervorströmen. Es wurde also beschlossen, den Zugang zu blockieren, um die Monster einzuschließen. Wenn du unter den Sand willst, bla bla bla, wie legt man denn den frei, ne? Im Innern der Höhle, die von der Soldatin dort bewacht wird, gibt es eine Möglichkeit, den Sand wieder abfließen zu lassen. Aber dann drohen wieder Monster aus der Stätte herauszukommen. Das würde dem Befehl unserer Königin entgegenlaufen. Wir können jedenfalls nicht einfach dort hineinspazieren. Okay, verstehe. Du willst ja nur deshalb unter den Sand, um von dort aus den Riss zu schließen, nicht wahr? Ja, das ist richtig, ja, genau. Verstehe. Ich würde sagen, wir gehen zur Königin und sagen ihr das und dann sagt sie, ich darf das. Okay, dann müssen wir einfach nur die Gerudo-Königin von deinem Plan überzeugen. Ja, habe ich doch gesagt. Du hast mich gerettet, deshalb werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dir zu helfen. So. Das Allerwichtigste ist, dass der Riss endlich verschwindet, sodass die Kriegerinnen nicht länger kaputt gemacht werden. So. Zelda, wir sollten uns im Palast von Gerudo-Stadt treffen, im Westen von hier. Ich habe heute gerade ein Video geguckt von Commander Krieger, der während einem Livestream einen Schlaganfall gekriegt hat. Mir ist gerade nur aufgefallen, jetzt mal abgesehen davon, dass es kein Livestream ist, aber so oft, wie mein Maul langsamer ist, wie mein Hirn beim Vorlesen, ich darf nie Livestreams machen, sonst habe ich dauernd einen Notarzt vor der Tür. Nicht witzig. Guckt euch das Video an. Ist wirklich, also... Okay. Wir sollten uns im Palast von Gerudo-Stadt treffen, im Westen von hier. Eigentlich dürfen nur Gerudo den Palast betreten, aber ich werde dafür sorgen, dass für dich eine Ausnahme gemacht wird. Wir sehen uns dort. Ja, geil, Matiko. Mach mal das. Wo ist mein Pferdchen? Pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe was gelernt. Das habe ich in irgendeinem Video gesehen. Guck mal hier. Ein Schlosskrug, ein Krug. Macht mir das da nämlich gar nichts aus, macht mir das nicht. Wo ist mein Pferd? Shitty, mein Pferd ist weg. Das ist jetzt schlecht. Normalerweise war es hier irgendwo. Das ist jetzt schlecht, dann laufe ich ja auch die falsche Richtung. Okay, dann humpel ich mal. Hey. Kann ich auch drullern? Nee. Mit drullern meine ich natürlich Pioretten machen. So, komm, das ist mir jetzt zu hoch hier. So. Der Schreifreund stammte also von Dona. Danke, dass du ihr geholfen hast. Ja, die lässt mich aber immer noch nicht schreien. Das ist schlecht. Also muss ich hier hoch quasi, um zur Stadt zu kommen? Also ich meine, ich probieren wir es einfach aus, oder? Hoch ist jetzt nicht so das Problem. Hoch komme ich. Hühot. Hüho. So, guck. Na, da unten geht's nicht weiter. Ich muss mal gucken, ob ich noch richtig bin. Ich muss höchstwahrscheinlich dahin. Ach, ich hätte auch da oben... ja, das wäre natürlich schlauer gewesen. Egal. Guck, da sind wir schon. Da ging doch eigentlich deutlich schneller, wie zurückzugehen und den richtigen Weg zu nehmen. So. Dann werden wir halt mal selbst dabei gucken. Oh, habe ich mir das mal eingebildet? Ja, bestimmt. Es kommt jetzt sicher etwas unerwartet, aber glaubst du an die Existenz von Tornadogeistern? Ich glaube nicht an die Existenz, ich habe sie gesehen. Ich bin nämlich neulich in der Wüste in einen Sandsturm geraten und da wurde ich plötzlich von einem Tornado gejagt. Ich hatte zwar jede Menge Sand in den Augen wegen des Sturms, aber ich könnte schwören, dass ich ein Gesicht im Tornado erspäht habe. Es muss ein Geist gewesen sein, was sonst? Dabei habe ich doch gar nichts getan, womit ich den Groll eines Geistes auf mich ziehen würde. War dieses Gesicht wirklich da? Oder haben mir meine Augen bloß einen Streich gespielt? Wenn ich es doch nochmal sehen könnte. Okay. Zack, was kann der Topf? Ein schöner Topf, ein Gerudo-Krug. Ein farbenfroher Krug. Paradebeispiel für das traditionelle Kunsthandwerk des Gerudo-Stamms. Das kann nichts außer
sein. So, wir gehen jetzt gleich mal ins erste Haus, was wir sehen. Ein Bananenmesser. Hallo? Du siehst aber hübsch aus. Ja, heute ist ja wieder kuschelig warmes Wetter. An Tagen wie diesen würde ich am liebsten ewig schlafen. Also ich habe ich bin früh aufgestanden. Also heute ist Feiertag und ausnahmsweise habe ich heute sogar frei. Was ziemlich doof ist, denn wenn ich an einem Feiertag frei habe, kann ich nicht mal einkaufen gehen. Na jedenfalls, ich bin so um 8 wach geworden von meinen eigenen Worten. Also ohne Scheiß jetzt, ich bin wach geworden. Ich habe im Schlaf geredet und bin davon wach geworden. Und zwar habe ich gesagt, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ich habe gesagt, Vampirsuppe. Und davon bin ich wach geworden irgendwie. Vampirsuppe ist eine Suppe aus, was ist da alles drin? Silberzwiebeln, Tomatensaft, Knoblauch, viel Knoblauch, deshalb Vampirsuppe. Und ich glaube Bohnen und sowas. Also so eine Gemüsesuppe eigentlich, aber mit ordentlich Knoblauch drin. Boah, da könnte ich mal... Okay, das ist jetzt ein bisschen ein komplizierteres Rezept. Mal gucken, vielleicht suche ich das ja raus oder so. Wäre eigentlich coole Suppe so für Halloween. Ich meine, die heißt schon Vampirsuppe. Da kannst du dir nicht nur... Also wenn du da ordentlich gegessen hast, kannst du nicht nur Vampire vom Leib halten, sondern auch alles andere. Egal. Ja, und so bin ich wach geworden, so gegen 8. Dann bin ich auf die Toilette, habe mich nochmal ins Bett gelegt, habe gepennt bis um 12 nochmal. Und dann habe ich jetzt hier 2 Folgen Zelda aufgenommen. Deshalb habe ich noch dasselbe T-Shirt an. Das ist jetzt hier die 3. Folge. Nur um mich dann wieder auf die Couch zu legen um 4 und habe jetzt gepennt bis um 8. Ja, so macht man das, ihr Leute. Ja, deshalb sind Feiertage da. Man feiert, indem man dem Gott des Schlafes ehrt oder so. Es ist ein Gott, der wird viel geehrt bei mir. Das kann ich dir aber sagen. So, wir gucken uns jetzt natürlich überall jetzt erstmal um hier. Oh, Katzen. Ja. Seit der große Riss aufgetaucht ist, haben die Kriegerinnen nichts gemacht, außer im ständigen Wechsel zu kämpfen und zu schlafen. Ich bin heute nicht im Dienst, aber vielleicht sollte ich mir einen kleinen Spaziergang gönnen. Dabei könnte ich auch nach Monstern Ausschau halten. Hi. Na, Mietz? Was meinst du? Wer irgendwann die Thronfolge antreten wird? Ganz bestimmt Dona, oder? Was willst du denn? Stamm mich nicht so an. Ja, echt jetzt? Was stattert die denn so an? Ich rede immer mit meinen Katzen. Natürlich rede ich mit denen. Und sie ignorieren mich immer. Natürlich ignorieren sie mich immer. Das sind Katzen. So, ach guck mal, das ist ein Lädchen. Da könnte man mal reingehen. Vielleicht finde ich da... Sehe ich da irgendwas, was man kaufen könnte? Ne, das scheint... Oh, doch, da ist ein Schüchen. Gerudo-Sandalen. Vom Wüstenvolk geschaffene Sandale, die die Fortbewegung in Treibsand ermöglicht. Guck mal hier. Und ich habe noch gesagt... Nein, wir kaufen uns jetzt nicht die Taucherflossen, damit wir schneller schwimmen können. Wir haben nur recht wenig Geld. Die hätten 350 Rubine gekostet. Wir gehen mal ins Gerudo-Dorf. Vielleicht kann man da auch irgendwas kaufen. So, die nehme ich. Du hast Gerudo-Sandale erhalten. Vom Wüstenvolk geschaffene Sandale, die die Fortbewegung in Treibsand ermöglicht. Danke. So, war's schon. Ich habe jetzt kein Geld mehr. Kann ich schon randalieren? Hat da gerade jemand Hey gerufen, als ich randaliert habe? Ja, das hast du ja angebildet. Oh, da ist. Ja. Siehst du diese Gerudo dort? Ja, sehe ich. Die geruht zu schlafen gerade. Sie ist vor langer Zeit weggezaubert worden und dann in diesem Zustand wieder aufgetaucht. Davor war sie ein unglaublich lebhaftes, fröhliches Mädchen, eine tolle Tänzerin. Ist wahrscheinlich erschreckend, was die Riese anrichten können. Wieso ist das wahrscheinlich erschreckend? Wo kommt denn das wahrscheinlich her? Die ist vor langer Zeit... Ja, das ist... Ja, ich weiß. Hast du dir gerade gesagt. Guck mal da, die Katze hat grüne Augen. So. Geh mal hier rein. Hier gibt's gar nichts. Ich kann auch nichts zaubern oder so. Wahrscheinlich wohnt da die da draußen sitzt. Es ist zu heiß geworden. Immer gehen sie gleich kaputt, wie die Krüge. Oh, eine Hylianerin, die sich bis hierhin durch die Wüste schlägt, die sieht man auch nicht alle Tage. Du musst ja ordentlich was drauf haben. Dann bist du womöglich genau die Richtige, um mir mit meinem Problem zu helfen. Also, vielleicht sind sie dir ja schon aufgefallen. Aber in der Gerudo-Wüste rollen öfter so Kugeln aus getrocknetem Gestrüpp umher. Ja, ist mir schon aufgefallen. Aber kaum entdeckt man eine, kullert sie auch schon wieder weg. Außerdem gehen sie sofort kaputt, wenn man sie berührt. Ja, das stimmt. Die Tatsache, dass ich bisher keine dieser Kugeln in die Finger kriegen konnte, macht mich allmählich echt verrückt.
Ich will doch nur einmal so eine Gestrüppkugel nach Herzenslust inspizieren können. Doch was ich auch versuche, jedes Mal zerbröseln sie unter meinen Fingern und mein Traum ist wieder dahin. Bitte, liebe Reisende, bring mir eine intakte Gestrüppkugel. Ich gebe dir dafür sogar eine Belohnung. Es müsste doch einfach zu schaffen sein. Ich gehe erstmal... Oh geil, mal Wasser. Ey, das ist ein Trinkbrunnen. Jeden Tag trainieren. Sei gegrüßt. Vor dir steht eine tapfere Gerudo-Soldatin. Ich bin derzeit zwar nicht im Dienst, aber mein Training vernachlässige ich trotzdem nicht. Vor allem, wenn es um flinke und graziöse Bewegungen geht, macht mir keiner so leicht etwas vor. Hier, sieh an und staune. Ja. Sieht jetzt irgendwie doof aus. Was ist? Wieso guckst du mich so skeptisch an? Man könnte fast meinen, du fandest meine Darbietung gar nicht so beeindruckend. Wenn das so ist, dann fordere ich dich hier mit so einer Runde Fangen auf. Wenn du es schaffst, mich zu schnappen, schenke ich dir etwas Tolles. Was hältst du davon? Ja, krieg ich hin. Ist eine Lusche. Sowas wollte ich hören. Der Wettkampf möge beginnen. So, jetzt hier. Hab dich. Was jetzt? Ach, die kriegt auch noch Vorsprung. Ich will gleich weglaufen. Wenn du es schaffst, mich zu berühren, hast du gewonnen. Meinetwegen kannst du sogar versuchen, mir den Weg zu versperren. Und jetzt los, fangen wir an. Da. Wie ist sie denn? Die ist da hinten hingerannt, oder? Da. Ich hätte da vorne eins hinmachen sollen. Ich da hoch. Jetzt hab ich sie. Was? Unfassbar. Du bist tatsächlich noch schneller als ich. Ey, wie mir da gerade hinterm Haus gestanden hat. Boah, das hat alte Erinnerungen geweckt. Traurige, alte Erinnerungen. Also, gleich. Meine Güte, da habe ich dich wohl unterschätzt. Du bist wirklich erstaunlich schnell. Du musst ganz schön kräftige Beine haben. Was machst du denn bitte in deiner Freizeit? Pausenlos durchs Land streifen? Jedenfalls war das für mich eine tolle Übung. So fokussiert war ich lange nicht mehr. Ach, und hier, ich habe dir ja eine Belohnung versprochen. Was gibt's? Frostkakteen, keine Ahnung. Ich werde noch viel mehr trainieren und eine der allerbesten Kriegerinnen werden. Gut. Also, wenn man dann hier so hinterm Haus steht, ne? Pass auf. Also, ich würde das schon als Mobbing bezeichnen. Es geht um meine Freundin. Ich, jung, knackig, mit Haaren auf dem Kopf, hab da halt meine Freundin und so kennengelernt, alles klar so. Und dann, damals hatte ich noch ein Gamecube. Oder es gab, glaube ich, noch keine Wii, die war noch nicht draußen, das ist schon ein bisschen länger her, ne? Und hab sie in die wunderbare Welt von Animal Crossing eingeführt. Für ein Gamecube. Und hab ihr alles gezeigt. Sie hat einen neuen Speicherstand angefangen. Hier, Animal Crossing, voll cool, hat ihr auch gleich gut gefallen. So. Das Problem an der Sache war, ich habe sie wohl irgendwie geärgert. Ich weiß nicht mehr wie, ich weiß nicht mehr warum, auf jeden Fall. Ich war auf Arbeit und meine Freundin, dieses böse Monster, ist hingegangen und hat alle meine Werkzeuge, die man in Animal Crossing kriegt, versteckt. Und zwar vergraben. Jetzt werdet ihr sagen, ja, das ist doch gar kein Problem. Da erscheint doch dann immer so ein X, wo was vergraben ist. Ja, aber sie hat sie hinter Häusern vergraben. Und nicht nur hinter Häusern, auch hinter Bäumen oder so. Und das ist halt genau wie hier, wenn das da hinten dran ist. Ich meine, hier kannst du sogar ein bisschen die Kamera bewegen. In Animal Crossing für den Gamecube ging das nicht. Die Häuser sind auch nicht verschwunden oder dass du irgendwie so machen konntest. Nee, das war halt einfach, und du musstest quasi hier anfangen, buddel, 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 buddel. Dann in der zweiten Reihe könnt ihr auch liegen. Buddel, 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 buddel. Alles. Ich hatte ja noch nicht mal eine Schaufel. Ich musste mir dann die Schaufel kaufen. Von Geld, das ich nicht hatte und so. Es war, also sie ist ein Monster. Ich frage mich, also heute frage ich mich immer noch, wie ich bei ihr bleiben konnte. Bei so einer bösen Person. Also ganz im Ernst, das ist böse. Das ist richtig böse gewesen. Soweit ich mich erinnere, habe ich dann einfach, also eigentlich habe ich nicht mehr weitergespielt auf dem Gamecube. Ich habe versucht, mein Zeug zurückzukriegen, aber sie hat mir das Spiel kaputt gemacht. Ja, sie hat mir das Spiel kaputt gemacht. Ja, naja, kurz darauf kam dann für ein... Ich weiß nicht, ob das kurz darauf war, aber es kam halt für ein DS, kam Animal Crossing Wild World war es, glaube ich,
Und ja, dann hatte ich meinen eigenen DS und dann habe ich dann halt immer mitnehmen können, damit es nicht wieder so was Dummes macht. So. Also, was ist denn hier? Ja. Weißt du, da heißt es dann halt immer so, das zarte Geschlecht, weißt du, so, oh, die Frauen, die machen ja keinem was. Die sind böse. Böse. So. Nicht jetzt, wie du siehst, befinde ich mich gerade mitten im Training, ja, das sieht man sogar. Ja. Jetzt bin ich schon im Palast, ne? Da will ich aber noch nicht hin. Warum schmeißen die mich jetzt nicht raus oder so? Nur hereinspaziert. Offenbar hat man dir erlaubt, den Palast zu betreten. Soweit ich mich erinnern kann, bist du die erste Fremde, der diese Ehre gestattet wurde. Ja, bin ich. Donna hat uns über alles informiert. Eigentlich würden wir Außenseiter hier niemals durchlassen, aber du hast ja quasi eine Sondergenehmigung. Also los, rein mit dir. Erstmal ein bisschen abkühlen. Was kann ich denn da jetzt machen? Mit A taucht man ab. Ich dachte, das reicht. Weil ich könnte es ja auch einfach hier hinstellen. Ich muss das ja nicht ins Wasser stellen. Aber ich will erstmal hier... Ja, einmal... Ach ja, stimmt. Wir brauchen so Tumbleweed-Gedönse. Guck mal da. Das ist ein Stempelding. Den holen wir uns, oder? Ich glaube, das dürfte dann auch der 5. Stempel sein. So. Ist es. Sehr schön. Hallo. Kommt der Stempelmann. Das ist so dumm. Das ist einfach nur... Man schmilzt das Wachs nicht von seinem Hut. Hallöchen, hier ist der Stempelmann. Stempel sind mein Leben. Ich bin Hyrule's größter Stempelexperte. Wie ich deiner Stempelkarte entnehmen kann, hast du schon 5 meiner Stempelstationen gefunden. Dann bekommst du von mir jetzt, wie versprochen, eine Belohnung. Yay, Milch, cool. 10 Milch. Nur mal aufpassen, dass sie nicht ranzig werden in der Wüste. So. Direkt konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen. Auf diese Weise angesetzt ist der Effekt aber schwach. Na, was meinst du? Hat dir die Stempeljagd gefallen? Ja klar! Wusste ich's doch! Ich habe echt ohne Ende geschuftet, nur um diese Antwort zu hören. Also hat es sich voll gelohnt. Yippie! Yippie! Yay! Mir ist wichtig, dass wirklich alle verstehen, wie viel Spaß Stempel bringen. Deshalb habe ich die ganze Welt bereist, um den Leuten von meiner Stempeljagd zu erzählen. Bis jetzt hat allerdings noch niemand außer dir teilgenommen. Soweit, so gut. Du bekommst jetzt jedenfalls deine nächste Stempelkarte. Oh, guck mal da. Da ist eine Hundi drauf und Schmetterlinge. Du hast die tolle Stempelkarte gekriegt. Stempelkarte für Stempeljagd fortgeschritten. Die Rückseite ist mit Tuschen verschiedener Farbe verschmiert. Okay, das ist mal so das Kleingedruckte, weißt du? So, bitte schön mitmachen. Jetzt mit mir. Ja, okay. Auf zur... Au! Stempeljagd! Aua, das war ein bisschen... Okay, die Stempeljagd geht weiter. Ich hoffe, du freust dich schon auf die nächste Belohnung. Viel Spaß! Okay. Was kann ich jetzt hier machen? Ach, guck mal, da unten ist Tumbleweed. Das brauche ich. Ups. Das war nicht so... Ja, okay. Gibt's hier irgendwo noch mehr? Ja, weil... Da ist ein Fusch. Moment. Das ging recht flott. Ist wieder einer. Der geht da jetzt kaputt. So, das sollte hinhauen, oder? Vorsichtig. Vorsichtig. Da oben muss ich einmal ganz genau ansehen. Da muss ich hin. So. Da, gucke. Ah, du hast mir tatsächlich eine Gestrüppkugel gebracht. Danke, danke, danke. Oh, das ist bloß jede Menge dürres, vertrocknetes Gestrüpp. Kein Wunder, dass diese Kugeln sofort zerbrechen. Nein, warte mal. Ich glaube, das Gestrüpp ist gar nicht verdorrt. Sieht es immer so aus? Was sind das für spitze Dinger? Ja, das wird immer interessanter. Ich werde diese Kugel jetzt ganz genau unter die Lupe nehmen. Aber ganz genau. So, guck. Endlich ist mein Traum wahr geworden. Ich könnte kaum glücklicher sein. Danke, Reisende. Hier hast du etwas für deine Mühen. Du hast 2 Kristalle der Stärke erhalten. In Schlüpperis Haus kannst du damit Waffen verbessern. Stimmt, jetzt kann ich, warte mal. Diese Kristalle haben eine interessante Form, nicht wahr? Ich hoffe, sie werden dir Freude bringen.
Okay. Okay. Ich kann jetzt das Schwert noch weiter aufpowern oder den blauen Balken da noch ein bisschen erhöhen. So, jetzt gehen wir aber da rein, oder? Oder haben wir noch irgendwas? Haben wir noch? Warte mal. Ne, hier finde ich nichts. Da. Sackgasse. Ja, da waren wir ja quasi. Warum ist denn das noch offen? Oder müssen wir da wirklich... Ja, ist egal. Fliegende Fliesen. Tornadogeist. Und Saft und Kraft. 20... Ja, okay, wir haben erstmal alles soweit. So, wir gehen jetzt da schön rein. Königin Sera. Es liegen Berichte zur Versiegelung des Zugangs zur Kultstätte im Sand vor. Mit Sand vor. Wie vorhergesehen, hat die Zahl der Monster abgenommen. Wenn wir die übrigen Monster alle besiegen können, dann... Ja, die kenne ich doch. Warte mal. Also. Guck mal. Die sieht aus wie Urbosa, oder wie die hieß. Hieß die so? Ich glaube schon. Nicht unter den Rock gucken. Da. Bisschen Licht könnte man gebrauchen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Aber so sieht die aus. Was? Egal. Ist sie das? Ne, die heißt sie. Das andere. Egal. Ja. Aber so sieht's aus. Zelda, da bist du ja. Königin Sera, das ist die Hylianerin, von der ich euch berichtet habe. Mit ihrer Hilfe können wir den Riss in der Wüste vielleicht schließen. Allerdings benötigt sie dazu Zugang zum Inneren der Kultstätte. Wenn es stimmt, was sie sagt, dann wäre das die Chance, endlich einen Schlussstrich unter die unaufhörlichen Monsterscharmützel zu ziehen. Würdet ihr also in Betracht ziehen, den Zugang zur Kultstätte wieder freizugeben? Dona, ist euch klar, was ihr hier fordert? Kaum war die Kultstätte von dem Riss verschlungen worden, tauchten zahlreiche Monster auf. Um die Gefahr für unsere Stadt zu verringern, haben wir den Zugang doch gerade erst blockiert. Waren wir uns nicht einig, dass nur ein Besiegen aller Monster den Riss tilgen und die Städte zurück in unsere Hände bringen kann? Das ist wahr, Facett. Aber nun wurden schon viele meiner Kriegerinnen verletzt und ein Ende des Monsteransturms ist nicht abzusehen. Egal wie viele Monster wir auch besiegen, es hat nicht den Anschein, als würde der Riss auch nur einen Zoll kleiner werden. Wir müssen den Riss jetzt sofort loswerden und nicht irgendwann. Aber deshalb können wir doch nicht unser Schicksal in die Hände einer dahergelaufenen Fremden legen. Auch als Tochter der Königin könnt ihr euch nicht anmaßen, diese Entscheidung für unseren ganzen Stamm zu treffen. Ach, das ist die Tochter, okay. Facett. Rollblut. Verzeiht, ich habe mich im Ton vergriffen. Aber bitte, Königin Sera. Dona. Die Sorge um deine Soldatinnen kann ich nur gut nachempfinden. Auch mich schmerzt es jedes Mal erneut, wenn er mir die Verlustmeldungen vorlegt. Und doch. Hast du mit eigenen Augen gesehen, dass diese Hylianerin Risse schließen kann? Nicht direkt. Eine Fremde, die du selbst gerade erst kennengelernt hast. Wie sollen wir ihr vertrauen können? Und damit sollte diese Audienz beendet sein. Oder nicht, Königin Sera? Wir haben keine Zeit, uns mit Fremden zu befassen. Ich werde euch beweisen, dass ihr die Wahrheit spricht. Es ist Zeitverschwendung. Diese Hylianerin versucht lediglich, sich euer Vertrauen zu erschleichen. Sie hat mir das Leben gerettet. Ich werde nicht zulassen, dass ihr so abschätzig über sie redet. Ich vertraue Zelda voll und ganz und wir werden euch beweisen, dass sie tatsächlich Risse schließen kann. Risse verschwinden nicht, nur weil ein Monster besiegt. Dona hat völlig recht, also wieso glauben sie es ihr nicht? Ja, wäre es nicht deutlich einfacher, Kapuze abzuziehen, zu sagen, ey, ich bin Königin Zelda. Ich habe hier schon ein bisschen, nicht hier, ich habe ein bisschen Gewicht in der Stimme, in dem, was ich sage. Ihr könnt mir vertrauen, so meine ich das eigentlich, egal. Ich hatte nicht die Zeit, mit Außenseitern zu plaudern. Facett, fahr fort mit einem Bericht. Der Riss wird sich schließen, sobald wir genügend Monster bezwungen haben. Fremde wie du sollten sich da raushalten. Ah, nix da. Okay. Wo ist denn Dona hin? Was macht die hier so Welle? Eine richtige Dona-Welle. Wartet bitte, Hylianerin. Dona hat mir eine Nachricht für dich gegeben. Sie ist zur Oase im Osten aufgebrochen und möchte, dass du dich dort auch hinbegibst.
Du wirst sie schnell finden, wenn du einfach nur von der Stadt aus nach Osten gehst. Das ist alles, was ich dir ausrichten sollte. Okay, danke. Ja. Also hier haben wir jetzt nicht direkt mehr was zu tun, dann würde ich sagen, machen wir das. Ja, hast du dir nur eingebildet. Wie krieg ich denn... Wie krieg ich denn... Moment. Weil ich tue wieder eine Pflanze hinstellen. Die waren ihre praktisch bei den Fischen. Guck mal her, hier. Da komm her, du Fisch. Na, dann halt nicht. Moment, ich guck mal auf die Karte. Gibt's hier irgendwie was Cooles? Seht ihr da was Cooles? Ich nicht. Außer den Riss. Ja, nee, wir laufen da jetzt hin, oder? Zack. Ey, das ist ja voll praktisch, echt jetzt. Ja, okay, es gibt halt kein Geld oder sowas dafür, aber wenn man die Gegner einfach nur weg haben will. Ich könnte mal so ein Windy da gebrauchen, aber... War ich an dem Stempelding schon? Hallo, hier spricht dein innerer Stempelmann. Diesen Stempel hast du doch schon. Okay. So. Also. Huch. Da ist er. Was gibt's? Keiner der Risse ist kleiner geworden. Verstehe. Danke für die Meldung. Ruht euch etwas aus und setzt dann eure Erforschung der Risse fort, ja? Ei, ei, Captain. Zelda, danke, dass du gekommen bist. Lass uns hier drüben sprechen. Ist es nicht nur 1 Meter nach rechts, oder? Doch. Siehst du, wie klar das Wasser dieser Oase ist? Ich habe viele Erinnerungen an diesen Ort. Königin Sera, beziehungsweise meiner Mutter, hat oft hier mit mir gespielt. Möge dein Herz so rein sein wie dieses Wasser. Das hat sie dann immer zu mir gesagt. Und wenn meine Mutter mit ihren Pflichten als Königin beschäftigt war, hat Facette mich unterwiesen und trainiert. Nicht nur ich habe ihnen viel zu verdanken. Unser ganzer Stamm würde ohne sie nicht mehr existieren. Ich verehre die beiden zutiefst. Aber diesmal liegen sie falsch. Du sprichst doch die Wahrheit, oder, Zelda? Du kannst wirklich Risse schließen. Dann müssten wir der Königin und Facette doch beweisen können, dass du keine Hochstaplerin bist. Neben dem großen Riss bei der Kultstätte gibt es in der Gerudo-Wüste zurzeit noch 3 kleinere Risse. Könntest du sie dir ansehen und überprüfen, ob du nicht einen davon schließen kannst? Die 3 Risse befinden sich bei den Ruinen südlich der Oase, in der Grabhöhle der Heldinnen sowie in der südlichen Gerudo-Wüste. Möchtest du weitere Einzelheiten haben? Ja, südlich der Oase. Es wurde beobachtet, dass bei den Ruinen im Süden dieser Oase Monster aus einem Riss aufgetaucht sind. Ach. Also sind meine Soldatinnen dorthin aufgebrochen, um die Monster zu bekämpfen. Ja. Im Norden der Wüsten gibt es eine kleine Höhle, die als Grabmal für Kriegerinnen genutzt wird. Seit dem Auftauchen eines Risses dort können wir ihnen allerdings nicht mehr persönlich Respekt zollen. Und dann hätten wir noch die Gerudo-Wüste Süden. Etwas südlich von Gerudo-Stadt hat sich ein Riss aufgetan. Meine Soldatinnen halten dort Wache. Wer weiß, wann auch dort Monster herausströmen. Nicht nötig, alles klar. Okay, danke, danke. Ich vertraue dir, Zelda. Und wenn es dir gelingt, einen der Risse zu schließen, dann wird auch die Königin dir trauen. Wenn du die Standorte der Risse nochmal wissen möchtest, sprech mich einfach an. Nee, danke, ich weiß das jetzt. Ich kann aber auch nochmal auf der Karte nachgucken. Also hier südlich, guck mal da. Das sind sogar deutlich mehrere Risse. So, dann werden wir uns nachher, ach, da oben ist noch einen vornehmen. Ich würde, ach, das ist Gerudo-Stadt. Das ist die südliche Gerudo-Wüste. Ja, da oben gefällt mir eigentlich am besten. Da war ich halt noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen dahin. Sollen wir da jetzt hingehen? Nee. Wir gehen in der nächsten Folge dahin. Okay? Abgemacht? Alles klar. Dann sage ich mal, danke fürs Zugucken. Tschüss, bis morgen. Da gehen wir mal gucken. Komm mal her. Ich behaupte ja, dass es nicht dabei bleibt, einen Riss zu schließen. Was hätte das für einen Sinn? Wir werden wahrscheinlich alle 3 schließen müssen. Also wir werden wahrscheinlich einen schließen. Also ich mache jetzt hier eine Prognose. Wir werden einen schließen und dann so, ja, das war Zufall. Und dann machen wir einen zweiten. Ja, das kann ja immer mal passieren. Ja, erst ab dem 3. sagen sie dann, ja, okay, wir glauben dir. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. So, werden wir morgen rausfinden. Dankeschön. Tschüss. So, Fächel, Fächel.